UFO oder Capi? Capital Bra oder UFO? Gut, wir gehen zu der nächsten. Oh, bin ich im Bild? Was geht? Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem wunderbaren Zweitkanal mit dieser wunderbaren Aussicht. Holt euch ein bisschen Popcorn, macht es euch gemütlich. Ich werde heute ganz chillig ein paar Fragen beantworten. Habe mir gedacht, ich mache wieder mal ein bisschen so ein chilliges Video, weil ihr habt das Tesla-Video, als ich den Tesla gefahren bin, sehr gefeiert. Deshalb habe ich gedacht, auf dem Zweitkanal ein chilliges Video. Gut. Ich muss aufhören damit. Ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram, ich habe die gescreenshottet und werde die jetzt beantworten. So, fangen wir ganz chillig an. Wie geht's deinem Schlüsselbein oder auf Schweizerdeutsch, wie geht's dem Schlüsselbein? Wie geht's meinem Schlüsselbein, für die, die es nicht mitbekommen haben? Ich habe im April oder Ende März dieses Jahres mein Schlüsselbein gebrochen beim Freestyle-Skifahren, nicht mal im Park, sondern auf der Piste. 7-mal gebrochen, musste operieren in Chur, in Laax. Das war sehr geil. Aber das Ganze ist sehr gut geheilt. Ich spüre immer noch die Narbe, die ist wirklich nicht schön, aber ich habe mich auch nicht gut darum gekümmert. Aber da ist jetzt eine Platte drin, ich kann meinen Arm bewegen, ich kann Sport wieder normal machen, aber man sieht's und ich muss diese Platte in einem Jahr wieder rausnehmen. Dann ist alles wieder beim Alten und ich kann mir das Schlüsselbein erneut brechen. Schweizerdeutsch. Von wo hast du deine Klamotten? Oder auf Hochdeutsch, von wo hast du deine Klamotten? Aber das Ding ist extrem schwierig, das euch zu sagen, von wo ich das habe, denn ich kaufe meine Kleider in Vintage-Läden oder Brockenstuben. Brockenstuben gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Brockenstuben sind wie Vintage-Läden, aber es ist, jeder kann das Zeugs dorthin bringen, das wird dann dort hingestellt und ist extrem billig. Also kostet so ein Shirt kann man vielleicht für 2 Franken kaufen, also für 1 Euro. Ich kaufe mir die Sachen meistens da, das heißt, es gibt immer nur ein Piece davon und es ist nicht wirklich eine Marke. Deshalb, die meisten Sachen, die ich anhabe, kommen aus Vintage-Läden, deshalb kann ich nicht sagen, von wo. Aber ich würde sagen, allgemein kaufe ich meine Klamotten in Vintage-Läden, Brockenstuben. Sehr selten im Internet, wenn mal ganz selten ab und zu Zalando. Dieser Pulli ist von Zalando. Aber ansonsten, Vintage fühle ich, feiere ich. Döner im Fladenbrot oder Taschenbrot? Eine sehr gute Frage, aber mir ist es egal, ob Fladenbrot oder Taschenbrot. Aber wenn man eine Dönerbox bestellt oder einen Yum-Yum-Döner in Deutschland, glaube ich, oder einen osmanischen Eimer, Fleischeimer, dann kommt da nicht nur Fleisch und Pommes rein, da kommt auch Salat rein, Mais, Tomaten, Zwiebeln und Cocktail und Joghurtsauce. Wer sich eine Dönerbox bestellt, nur mit Pommes und Fleisch, ist komplett lost im Leben. Da kommt Salat rein. Safe. Wirklich, schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Ich muss das wissen. Ihr müsst das wirklich in die Kommentare schreiben. Es nimmt mich sehr Wunder. Wer bestellt sich eine Dönerbox ohne Salat? So dumm kann keiner sein. Wie war der Dreh mit Loredana? Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war vor 3 Tagen in Berlin und habe da mit Loredana zusammen gedreht für Red Bull Schweiz. Wieso? Warum? Weshalb? Loredana performt ihre Songs, ihre Rap-Songs mit dem Symphonieorchester in Luzern im KKL. Das KKL ist so das bekannteste Schweizer Opernhaus. Ich weiß nicht, ob man dem Opernhaus sagt. Auf jeden Fall ist es so ein Raum, der gut klingt für klassische Musik. Und sie performt da ihre Songs mit dem Orchester zusammen. Und sie hat in Berlin geprobt. Deshalb bin ich nach Berlin geflogen und habe da Videos gemacht, zusammen mit Loredana. Es war auf jeden Fall interessant, mal das zu erleben, weil sie hätte eigentlich um 12 Uhr kommen sollen. Das Orchester bzw. die Musiker waren schon da, die haben schon die Instrumentals geprobt. Sie sollte um 12 Uhr oder halb 1 kommen, ist dann aber, glaube ich, um 2 oder halb 3 gekommen, also einfach mal 2 Stunden später. Aber was soll's? Ich meine, wenn das ganze Projekt von dir abhängig ist, dann kannst du kommen, wann du willst. Aber sie war actually sehr sympathisch. Sie ist zusammen mit Reezy gekommen. Reezy Supreme ist auch ein Rapper. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Wir mussten 7 Stunden auf unser Interview warten. Wir haben dann auch mit ihr gequatscht auf Schweizerdeutsch. Sie war extrem chillig drauf, aber ich glaube, bei diesen Künstlern ist es manchmal so, wenn sie Bock haben, dann haben sie Bock. Wenn sie keinen Bock haben, dann haben sie keinen Bock, weil alle Leute sind so von ihr abhängig. Sie kann eigentlich machen, was sie will. Die Leute passen sich an und sowas auch bei uns. Deshalb haben wir uns angepasst beim Interview. Aber sie war im Interview actually sehr funny. Chillig drauf. Ich habe auch nicht so probiert, ein Interview zu machen, mehr so auf Spaßbasis, weil ich bin auch nicht ein Moderator, ich bin ein YouTuber, ich kann nicht interviewen. Wir haben einfach so ein bisschen funny geredet und ich treffe sie wahrscheinlich diesen Freitag nochmal in der Schweiz. Da probt sie mit dem Orchester zusammen. Von dem her, Loredana und ich sind jetzt diesen hier. Erstmal die Petra abzocken, Digga. Man kann von Loredana halten, was man will, die Musik ist Geschmackssache, aber ich finde, sie ist sehr sympathisch und echt, sehr nett. Ja, und extrem jung, Digga. Ich weiß nicht, ob sie 26 oder 24 ist, aber finde ich für das, was sie macht, schon sehr jung. Jetzt wird's deep. Zukunftspläne. Was sind meine Zukunftspläne? Eine gute Frage. Ich bin eigentlich nicht jemand, der so extrem vorausplant, beziehungsweise nicht die nächsten Jahre vorausplant. Also ich weiß nicht, was ich in 5 Jahren mache. Ich weiß, was ich in ein paar Wochen mache. Da plane ich gerne vor, aber nicht zu langfristig.
Was sind meine Zukunftspläne? Die Kirche läutet. Wie soll ich das am besten erklären? Ich möchte in Zukunft mein YouTube-Business, wenn man es so nennen kann, ein bisschen umstellen, weil ich mache momentan alles. Also vom Schnitt, vom Hauptkanal, Zweitkanal, Twitch, TikTok, Instagram mache ich alles selber. Ich schneide die Videos selber, ich filme die Videos selber. Ich mache die Mails, ich mache die Buchhaltung, ich mache die Verhandlungen für Deals. Ich mache, wenn es ein Gewinnspiel gibt, dann versende ich die Sachen und ich merke momentan, dass es einfach extrem viel Aufwand ist, beziehungsweise gerade so der administrative Part ist vielleicht nicht mehr so viel physische Arbeit, aber es fickt den Kopf extrem. Also ich muss immer im Kopf haben, ich muss noch den antworten und bla bla bla. Und dann beantworte ich einen Morgen lang Mails, denke mir so, gut, ich habe es abgeschlossen und dann kommen am Nachmittag schon wieder die ersten Mails zurück und dann sehe ich das wieder und denke mir wieder, fuck, jetzt muss ich dort wieder antworten, bla bla bla. Und deshalb kann ich mich nicht zu 100% auf mein Main-Business konzentrieren, also die YouTube-Videos. Und ich möchte wieder ein bisschen mehr in die YouTube-Videos investieren. Es macht mir in letzter Zeit extrem viel Spaß, ein bisschen weniger TikTok zu machen. Ich habe jetzt auch eine Woche lang kein TikTok hochgeladen, davor eines, dann glaube ich eine Woche wieder keines. Also glaube ich in den letzten 2 Wochen habe ich 2 TikToks hochgeladen. Das ist für mich sehr, sehr wenig, aber ich habe irgendwie wieder extrem Gefallen an YouTube gefunden und ich habe ja mit YouTube angefangen. Das ist mein Herzensprojekt, das Ganze. Und TikTok, ich weiß nicht, auf TikTok bekommt man schnell viel Views. Ich wurde durch TikTok bekannt oder viele Leute kennen mich durch TikTok, das ist sehr, sehr geil, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte man sich weiterentwickeln oder auch mal Sachen ändern und momentan bin ich gerade so ein bisschen in der Mut, dass ich wieder mehr in YouTube investieren will. Das Bürgenstock-Video fand ich geil, das Video mit Hanna in Wien fand ich geil. Allgemein bin ich momentan eigentlich mit dem Hauptkanal sehr zufrieden, ich bin mit dem Zweitkanal auch sehr zufrieden momentan, aber wie gesagt, es ist viel Aufwand und ich möchte da ein paar Sachen abgeben, zum Beispiel der Schnitt vom Zweitkanal, das ganze Management-Stuff möchte ich abgeben, da bin ich im Hintergrund am Schauen, ob es mit einem Management klappt, aber ein Management zu finden ist nicht so einfach, wie man denkt. Waren jetzt vielleicht ein bisschen viele Informationen, aber das sind so meine Pläne für die Zukunft. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht mal heiraten mit 50 Jahren und nicht schon übermorgen sterben. Vielleicht mal ein Kind, vielleicht auch nicht. Nächste Frage. Gut. Was magst du an Deutschland? Eine sehr, sehr spannende Frage, die doch tiefgründig in mich hineinblicken lässt. Ich war ja, seit ich Content auf Hochdeutsch mache, bin ich mehr in Deutschland unterwegs. Ich war ein paar Mal in Berlin, Köln, Stuttgart. Und ich muss sagen, ich fand es am Anfang dreckig. Es klingt jetzt dumm, aber in der Schweiz ist wirklich, wenn du in Basel bist, in Zürich, es ist halt wirklich clean. Du hast keine Hauptbahnhöfe wie in Frankfurt, die einfach hässlich sind. Es ist clean, an das musste ich mich gewöhnen. Aber ich muss actually sagen, Deutschland finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Was, die Fronts gegen Deutschland waren nur Witze, Digga. Was ich an Deutschland geil finde. Ich würde sagen die Läden, denn in der Schweiz macht alles um 6 Uhr zu, außer du lebst in einer Großstadt, aber auch dort macht es um 8 Uhr zu, die meisten Sachen. Das ist sehr, sehr geil in Deutschland, da hat gefühlt alles immer bis 10 Uhr offen. Wahrscheinlich auf dem Land auch nicht, aber so in kleinen Städten hat auch alles extrem lange offen. Das ist geil, weil ich muss bis 6 Uhr abends alles haben, weil ansonsten bekomme ich nichts mehr, dann verhungere ich. Und ich kann zu mir nach Hause keine Pizza bestellen, also es geht, aber es dauert so 1 Stunde, das ist auch scheiße. Das finde ich geil an Deutschland. Und ich finde es an Deutschland geil, dass Deutschland so einen eigenen Markt hat für Musik, Film und YouTube. Ich glaube, andere Länder haben das nicht so. Zum Beispiel Schweden hat safe auch YouTuber, aber hat nicht so diesen eigenen Markt. Ich glaube, so dieser Musikmarkt ist in Deutschland extrem präsent. Also extrem viele Deutsche hören deutsche Musik. Und das finde ich geil. Viele Deutsche schauen deutsche YouTuber, das finde ich geil. Das fühle ich an Deutschland. Und dass zu Deutschland dann doch auch wieder die Schweiz und Österreich dazugehört. Das fühle ich. Köln finde ich eigentlich schöner, als man sagt. Berlin finde ich extrem hässlich. Wann gibt es den nächsten Drop bei D-Different? Eine Frage, die man oft gestellt bekommt. D-Different, für die, die es nicht wissen, ist meine eigene Kleidermarke, meine eigene Brand. Und da gab es in diesem Jahr einen Drop, im Jahr davor 2 Drops, aber jetzt im zweiten halben Jahr kein Drop mehr. Was ist der Grund dafür? Ganz einfach, ich habe einfach keine Zeit und mit D-Different verdiene ich kein Geld. Mir macht es extrem Spaß, die Sachen zu designen. Den ganzen Shop aufzuziehen, finde ich sehr, sehr geil, aber es ist einfach momentan zu aufwendig und ich habe keine Zeit dafür, etwas wirklich Geiles zu machen, das die Leute auch wollen. Und ich will nicht so schnell irgendetwas hinklatschen, das dann so mittelgeil ist. Deshalb momentan kein D-Different Drop. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, aber Maelo wird höchstwahrscheinlich bei D-Different einsteigen bzw. mithelfen. Das heißt, ab nächstes Jahr sind wir zu zweit und hoffen dann, dass wir die eine oder andere geile Kollektion droppen können. Und das
dass ihr das feiert. Das ist der Stand der Dinge zu DeeDifferent. Die letzte Frage, gibt es wieder ein Projekt wie die Turnstunde? Ich sag's euch ganz ehrlich, die Turnstunde war eines der geilsten Projekte, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das war dieses Twitch-Streaming-Projekt mit den größten Schweizer Influencern, die alle gegeneinander Ping-Pong gespielt haben in einer Halle, gesponsert von Red Bull. Vielen Dank nochmal. Das war eines der geilsten Projekte, die ich jemals gemacht habe und ich möchte unbedingt im 2022 nochmal so ein Projekt machen. Dann wahrscheinlich mit deutschen Creatoren, TikTokern, YouTubern, Twitch-Streamern. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Aber wie gesagt, ist genau gleich wie bei DeeDifferent. So ein Projekt nimmt extrem viel Zeit weg. Und solange ich noch alles selber mache, werde ich einfach keine Zeit haben, diese Projekte umzusetzen, weil es halt aufwendig ist, das zu planen. Es kostet viel Geld, man muss Sponsoren finden, bla bla bla. Es steckt immer extrem viel mehr dahinter, als dass man dann beim Stream nur sieht. Deshalb, ja, es wird safe wieder eine Turnstunde 2.0 geben oder eine Turnstunde mit einer anderen Sportart. Da habe ich Bock drauf. Kommt. Gut. Das war's vom Q&A. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liked dieses Video nicht, abonniert diesen Kanal nicht und aktiviert die Glocke auf keinen Fall. Also wer sich diesen Dreck anschaut, weiß ich auch nicht. Ach so, Milo. Halt dein Maul.